Die Zeit ist reif. Reif wofür, fragt ihr euch? Na wofür wohl? Zeit für ein Duell, wie immer doch. Und damit herzlich willkommen zum neuesten Let's Test-Projekt von Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Ein Spiel für die Nintendo Wii-Konsole. Und schon legen wir los, Freunde. Daten laden, natürlich neues Spiel erstellen. Neuen Spielstand, bitte gerne schön. Danke. Ah, ja, immer das gleiche, war ja. Spiel erstellen, gut. Freunde, ein neues Yu-Gi-Oh! Spiel. Ja, es wird wieder mal Zeit für ein neues Let's Test. Let's Show erstmal, bevor wir entscheiden, ob wir ein neues Yu-Gi-Oh! Spiel überhaupt in Angriff nehmen. Jetzt mal kurz gucken. Name. Hallo? Kleinbuchstaben, wo seid ihr? Hallo, Kleinbuchstaben, wo seid ihr hin? Mit Caps Lock, okay. Ein bisschen verrückt das Ganze. Ich habe es vorhin mal ganz kurz angetestet, um mal zu schauen, ob es alles funktioniert und so. Weil ihr kennt ja das mit meiner Wii U und so. Ich zocke gerade wieder auf der Wii U und deshalb. Aber es schaut ganz gut aus und deswegen. Mal kurz ein Spiel erstellen und loslegen. Ja, hier ist schon mal der erste Negativpunkt. Die Charakterauswahl. Ihr könnt nur zwischen bereits voreingestellten Charakteren wählen. Sprich zum Beispiel diesem Blauschopf hier. Oder dem hier. Der da. Dieser. Der Typi. Sieht auch nicht schlecht aus. Und dann kommen bereits die Mädels dran und ihr könnt auch nicht... Oh, die sieht ein bisschen... Was willst du, Mann? Ja, schon gut. Wo war ich stehen geblieben? Genau, ihr könnt zwar nur die Charaktere selber hier auswählen, das sprich ein Avatar, aber ihr könnt sonst nichts ändern, sprich keine Kleidung ändern, Frisuren auch nicht oder irgendwie die Haarfarbe, geht alles nichts. Es muss so sein, wie es hier ist und deshalb nehme ich jetzt mal... Sieht ein bisschen bedrohlich aus. Ich hasse alles. Ja, schon gut. Hallo, Yugi. In Türkis und hier noch wieder ein Blondschopf. Ich bin so. Was nehme ich hier? Ja, okay, nehme ich halt den, der ist mir momentan am ähnlichsten. Zwar stimmt die Haarfarbe nicht ganz, aber egal. So, möchtest du natürlich will ich, sonst hätte ich ihn eigentlich ausgewählt. So, zurück zum eigentlichen Thema. Ein neues Yu-Gi-Oh! Spiel. Ein Yu-Gi-Oh! Spiel, das man sowohl im Story-Modus spielen kann, als auch online. Und das wird dann auch die Kernfrage dieses Let's Test sein. Sollen wir das Ganze, sprich halt offline spielen, sprich halt im Story-Modus, oder eben online gegen andere Spieler auf der Welt, zum Beispiel auch gegen dich zu Hause, per Nintendo Wi-Fi Connection. Aber erstmal müssen wir hier mal kurz unser Deck mal anschauen, denn natürlich neuer Charakter, neuer Spielstand, gleichbedeutend mit mieses Starterdeck. Zumindest im Normalfall. So, mal kurz schauen. Alles laden. Das Spiel, Freunde, ist bereits ein paar Jahre alt. Ich glaube, das stammt noch aus dem Jahr 2008 und 2009, glaube ich. Also, ja, so alt ist eigentlich auch wieder nicht, aber ja, ihr seht schon, Starterdeck. Geflügelter Drache, Hüter der Festung. Alter, 1400 Angriffspunkte. Ist wohl ein Scherz. Doch kein Mensch. So, die dreimal weg, dann haben wir wieder 14 Karten im Deck, das ist schön. Der Rest hier, gut, ich meine, bei Yu-Gi-Oh! Normale Monster verwenden ist sowieso heikel, weil normale Monster gleich keine Effekte gleichbedeutend heutzutage mit ihr seid meistens chancenlos. Außer halt die normalen Monster sind irgendwie durch andere Effekte, sprich der Zauber, Fallenkarten etc. miteinander verknüpft. Aber das spielt keine Rolle, wir wollen hier ein bisschen das Spiel zurückkehren, ja bitteschön. Oh. Hätte ich abspeichern müssen? Na egal. Ich will sowieso zuerst noch kurz auch den Shop zeigen, um hier ein paar Karten zu kaufen. Und dann zeige ich euch noch den Story-Modus und dann, was machen noch alles? Online-Modus geht heute noch nicht, aber ich denke mal, ihr bekommt schon einen guten Eindruck allein vom Story-Modus, natürlich auch von den freien Duellen etc. Aber erstmal hier neue Karten kaufen. Bei dem schlechten Deck. So, wir haben 300 DP, so ein schlechter Scherz. Oh, limitierter Pack. Nur in begrenzter Auflage, versäumen die Chancen nicht. Wir haben hier... Was ist das? Limitiert... Okay, mit dem... Was ist das für ein Kartenbaufdruck? Ist das... Das ist doch der... wie hieß das Monster schon wieder? Mann, wie hieß das Monster schon wieder? Der blauige Drache, aber... Ja, der aus dem neuen Yu-Gi-Oh! Film spricht, aus dem Yu-Gi-Oh! 3D-Film. Beyond of the Time. Ich glaube, niederträchtiger, blauiger, weißer Drache heißt oder so irgendwie. Keine Ahnung. Ja gut, ihr seht schon, wieder mal typisch Yu-Gi-Oh! Für Duellpunkte Karten kaufen. Ja, toll. Wir haben nur 300, sprich, es wird eine Weile dauern. So, das war's hier mal so. Soweit, und jetzt mal schauen, was haben wir für Karten bekommen. Wir haben hier... Oh, Moment mal kurz. Geht doch. So, Löwenalligator.
Der ist Level 4 mit 1900, das ist schon mal sehr gut. Oh, der hat's aber drauf, ey, alter Schwede, also drauf. Ja, jetzt mal für unser aktuelles Verhältnis hat er's drauf. Solange du andere Monster vom Typ Reptil kontrollierst, während eines Kampfes zwischen einem angreifenden Monster vom Typ Reptil, das du kontrollierst, und einem Monsterverteidigungsmodus, ups, Entschuldigung, war die falsche Taste, dessen Def niedriger sind als die ATK des Monsters, also sprich Def für Defense und ATK für Attack ist, glaube ich, die Abkürzung davon. Vom Typ Reptil fügen dann gegen Differenz als Kampfschaden zu. Das ist schon mal schön. Haben wir hier Schwerkraftbehemoth. Auch nicht von schlechten Eltern. Speerkäfer eher weniger. Dunkler magischer Vorhang. Für ein Schwarz-Magier-Deck gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ja, noch kurz wegen den Karten. Das Spiel ist ja, wie ich bereits gesagt habe, so 2010 erschienen. Ist das zweite Yu-Gi-Oh! Spiel für die Wii-Konsole. Das erste war ja irgendwie Wii Breakers, wo es nur ums Rennfahren ging. Ein bisschen selten dämlich. Und ich glaube, das Spiel hier geht bis und mit. Moment mal kurz. Hat man die Spielhülle hingelegt? Ah, da vorne ist es ja. Ja, in greifbarer Nähe. Wegen den Anzahl Karten, was steht hier? Enthält mehr als 4500 Karten und zwar mit Karten aus dem Yu-Gi-Oh! 5D TCG Booster, also sprich TCG steht für Trading Card Game, Start Strike Blast und das bedeutet, glaube ich, da müsste sogar die Weiterentwicklung des Sternstaubdrachens drin sein, also schon ziemlich viel für so ein altes Spiel. So, jetzt hier mal kurz nach der Geschwindigkeit natürlich auf schnell, sonst sind wir hier ewig dran. Musik, SFX, einmal Musik runter, SFX, machen wir so. Duelleinstellungen, Kartenanimation, sehr schnell, normal würde man sagen, Duelleffekte an. Detaillierte Bestätigung anzeigen, oh, das ist die Frage, Kartenplatzierung machen wir mal Auto. Automatisch ziehen ist aus, das kurze Befehl ist an, das stimmt soweit. Alles klar. Okay, speichern und let's go! Und zwar natürlich erstmal den Story-Modus auschecken, nicht wahr? Weil das ist, wie gesagt, bereits eine Frage, ob wir den Story-Modus checken sollen, also sprich Let's Playen sollen oder direkt mit dem Online-Modus loslegen. Aber erstmal einmal kurz das Deck-Modus rein und eine neue Karte hinzufügen. Ja gut, immer Ladebildschirm, aber Leute, kann ich schon mal sagen, aus diversen Reviews, die ich gelesen habe, weiß ich, dass der Online-Modus hier verdammt schnell sein soll. Also verdammt jetzt mal für so wie Online-Verhältnisse zum einen das und zum anderen auch allgemein für so Yu-Gi-Oh! Online-Verhältnisse ist eben so eine Sache und aber wie gesagt, es soll ja ziemlich schnell sein dafür. Ins Deck bitte. Dann haben wir hier noch Vampir Koala. Wenn diese Karte dann Gegner schaden, noch kann man ein Monster zufügen, also den Kampfschadens. Für Level 4 ja auch nicht so schlecht. Oh, Moment mal kurz. Vampir Koala, ich hab das sowieso hier. Wo war der jetzt? Ich kann mich doch daran erinnern. Der war jetzt hier oben. Ja, Behemoth, der König aller Tiere. Okay, wir brauchen ein Ungeheuer. Mach hier ein Ungeheuer-Deck draus. Falls nicht der erste Spielzug des Duells ist, kann eine Karte auf dem Spielfeld liegen, kannst du diese Karte als Normalbeschwörung beschwören, ohne Tribut anzubieten. Das klingt soweit schon mal gut. Was mich hierbei stört, ist die Tatsache und keine Karten auf dem Spielfeld liegen. Sprich für mich auch beim Gegner nicht. Das kann ich nicht beeinflussen. Oh. Na toll, kann ich da angreifen im Spielzug, wo ich sanktiviert habe. Sehr schön. Vampirkohlen noch reinnehmen. Habe ich 42. Das passt momentan noch. Moment mal kurz, sind dafür ein anderes raus. 1700 will es noch verarschen. Das sind Insekten, Reptilien. Ich brauche Reptilien. Nee, eigentlich nicht. So, den Axträuber raus und die Gräfer raus. Nochmal kurz checken, was habe ich sonst noch? Karate-Man. Das brauche ich eigentlich auch nicht, aber egal. Effekt. So. Das Deck ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, das Deck. Das stimmt überhaupt nicht aufeinander ein. Vor allem hier die Fallenkarten. Verstärkung. Ja gut, das geht jetzt eigentlich noch für so ein altes Deck, aber Beschränkungsumkehr. Magischer Abfluss, okay, der geht eigentlich auch noch. 3 Geki-Brecher. Kann mir schnell mal den Hals brechen, wenn es dumm läuft. Naja, versuchen wir es, nicht wahr? Yep, das war jetzt soweit. Starterdeck mit 40 Minuten. Was habe ich Zeit? 11 Minuten, sehr gut. Wir fangen an mit dem Story-Modus, Freunde. Der Duell der Legenden Cup ist eröffnet.
Kommt, ihr stolzen und starken Duellanten. Zeigt, was ihr könnt. Dem Gewinner winkt eine weit bessere Position als die des Duellkönigs und damit einhergehend Macht und Reichtum. Na klar, hey, wer soll denn schon glauben? Dies ist die an Michael gerichtete Einladung. Oh, es gab persönliche Einladung. Außerdem erhält er einen Personal Digital Assistent, kurz PDA, den er an seinem Arm tragen kann. Oh, ich kann ihn tragen, ist ja cool. Beim Lesen erwacht Michaels Duellantenseele und sein Blut gerät in Wallung. So sehe ich aus. Die Veranstaltung findet auf Ragnarok statt, einer weit entfernten einsamen Insel. Der Name des Absenders lautet Surtr. Surtr? Was ist denn das für ein Name? Mit dem Deck in der Hand bricht Michael zum Schauplatz des Kampfes auf und nicht zum Schlafen. Obwohl der Text gerade ein bisschen langsam ist, aber ist auch egal. Ja, soweit mal das Intro dazu zum Story-Modus. Jetzt mal schauen, wie das Ganze direkt aussieht. Oh, oberirdisch Eingang zu Yggdrasil. Yggdrasil? War das nicht irgendwie der Digimon-Gott aus Frontier? Nee, Quatsch, nicht Frontier, der Data Squad, glaube ich. Surt. Willkommen, Duellanten. Ich bin Surt, Gastgeber und Organisator des Duell der Legenden Cups. Erst einmal möchte ich allen Duellanten danken, die sich hier versammelt haben. Hey, Surt, ich habe ein paar Fragen. Ach, wenn das nicht mal der alte King ist. Du darfst sprechen, Jack Atlas. Ich höre zu. Das Alt können wir weglassen. Schon bald werde ich wieder auf dem Thron sitzen, wenn ich Yusei besiegt habe. Ach, Jack. Der aktuelle King Yusei Fudo ist also auch hier. Das wird eine tolle Veranstaltung. Ja, wen interessiert das schon? Mich interessiert, was du in der Einladung mit Macht und Reichtum und einer besseren Position als der des Duellkönigs gemeint hast. Willst du damit sagen, dass es jemanden gibt, der mächtiger als der King von New Domino City ist? Der alte King besitzt immer noch seinen Stolz, was? Sehr gut, denn Stolz ist für einen Duellanten so wichtig seine Karten. So wichtig wie seine Karten. Hallo, Grammatik. Hey, gibt's wirklich noch eine Position über dem Duellkönig? Aber natürlich, wer hier gewinnt, dem liegt die Welt zu Füßen. Ja, genau, wenn ich hier gewinne, wird vielleicht Mina... Bist du verrückt? Der Champion müsste den großen Jack Atlas besiegen und das wird einfach nicht geschehen. Ich wollte... Surt, du redest von der ganzen Welt. Meinst du, dass du so mächtig bist? Das zu glauben, bleibt dir überlassen. Hast du das gehört, Luna? Die ganze Welt, toll! Ja klar, Leo, das wird niemals geschehen. Aber wir sollten nicht vergessen, warum wir hier sind. Ja, ich weiß, alle Informationen in den Dark Signers finden, richtig, Yusei? Also sprich in finsteren Auserwählten. Die aus dem Anime. Ja genau, wir sind nicht wegen des Turniers hier. Aber das heißt nicht, dass wir es in den Duell langsam angehen lassen, oder? Natürlich nicht. Und jetzt ist gerade das Bild weg. Moment mal, Leute, habt ihr das Bild noch drauf? Ich habe das Bild wieder. Das wird gerade seltsam. Egal, natürlich nicht. Man muss jedes Duell ernst nehmen. Das ist der Weg des Duellanten. Oh Mann, wieso ist das Bild weg? Ich glaube, meine Capture Card verabschiedet sich langsam. Toll. Ich freue mich schon auf unser Duell, Yusei. Akisa. Oh Mann, jetzt kommt langsam mit den Stimmen nicht mehr mit. Welche Stimme, welche Stimme? Hey Yusei, warum so ernst? Willy? Was machst du hier? Willy ist nicht allein. Ja, genau. Nervin, der nervige. Tank, Nervin. Wie seid ihr? Tanko ist, der sagt wohl zu viel. Left 4 Dead und Nervin, naja, der nervige halt. Oh, der Tänze, ach du Scheiße. Hey, wir haben diesen Typen gefragt, ob er uns hierher bringt. Er hat uns auf das Boot geschmuggelt. Typ? Blister. Ihr seid wirklich unmöglich, ey. Blister, stimmt das? Viel Glück, Yusei. Ich habe keine Einladung erhalten, also kann ich nicht antreten, aber ich drücke dir die Daumen. Okay, ich werde dich nicht enttäuschen, Willy. Yusei, der kann aber auch nie lächeln. Das ist die richtige Einstellung, Alter. Hey, wir vergeuden Zeit. Oh, Moment, das ist der Hunter Pace. Wir sprechen jetzt den. Alter Schwede. Es sind ein bisschen viele Charaktere hier. Hey, wir vergeuden Zeit. Wann geht denn das Turnier endlich los? Mach ja, damit ihr es wisst. Ich werde der Champion sein. Das glaubst doch nur du. Ich bin hier der einzig wahre Champion. Crow, der Vogel.
Ja, der schräge Vogel, wortwörtlich. Alter, wie viel sind denn hier, ey? Ransborg. Ich glaube nicht, gnädiger Herr. Ich werde den Sieg erringen. Aha, das ist es schon eher. Also, euer Ziel besteht darin, es bis zum Ende zu schaffen und gegen mich anzutreten. Ich warte ganz oben in Yggdrasil auf euch, dem Digimon-Gott. Was hat der überhaupt? Alter, hat der Muskeln, hey. Sieht man sogar durchs T-Shirt durch. Hat ein transparentes T-Shirt an? Ja, für die Teufel sehe ich jetzt erst. Die Haare, Alter, damit kannst du jemand ins Auge ausstechen. Yggdrasil? Ja, der Digimon-Gott. Der Turm, den ihr hier seht, ist Yggdrasil. Ach so, das auch noch. In diesem Turm gibt es nur eine Regel. Ihr müsst das oberste Stockwerk des Turms erreichen. Das ist alles. Alter, wie lang quatscht denn noch, ey? Doch nur die Auserwählten können das schaffen. Und der stärkste Duellant dieser Auserwählten wird gegen mich antreten. Wenn diese Person es schafft, mich zu besiegen, wird es zum Champion ernannt und erhält den rechtmäßigen Preis. Da wäre Reich, Machtung. Was? Der Eingang zum Turm ist verschlossen? Wie kommen wir da rein? Um Yggdrasil betreten zu können, musst du auf dieser Insel ein Duell bestehen. Wer als erster gewinnt? Was, nur ein Duell? Das geht ja einfach. Da als erster hinein. Okay, erstmal werden die Schwächlinge ausgesiebt. Also du. Die Aktivitäten auf der Insel werden von euren PDAs aufgezeichnet und verwaltet. Schummeln ist natürlich nicht erlaubt. Aber es gibt hier auch sicherlich niemanden, der so etwas tun würde. Oder? Die große Frage. Ihr bekommt eure Karten über die PDAs. Schaltet sie ein, um weitere Informationen zu erhalten. Wow, dieser PDA ist ja wirklich praktisch. Also gut, Duellanten. Hiermit erkläre ich das Turnier als eröffnet. Treten wir mit Leib und Seele gegeneinander an. Hehehe, da mal los. Aua. Jose, dich rauche in der Pfeife. Crowy, du alter Smoker. Wow, alles in Aktion. Los geht's. Hey, warte, Leo. Sollen wir gehen, Mr. Atlas? Jose, bleiben wir vorne dabei, klar? Ja, du auch, Jack. Du auch. Mr. Atlas, warten Sie! Mina, ich begleite dich! Punkt. Du bist nicht dabei? Quatscht der gerade mit uns? Okay, naja, egal. Du hast wohl deine eigene Art, die Dinge anzugehen. Ah, quatscht mit uns! Jose, lass uns loslegen! Ja, ich komme ja schon, Leo, ich komme ja schon. Punkt. Ich habe das Gefühl, dass wir uns schon bald wiedersehen. Nenn's mir deinen Namen. Ich bin Jose Fudo. Hey Jose, ich bin's Michael. Michael? Der Name gefällt mir. Mir auch, Alter, mir auch. Also, ich bin einmal weg. Ich hoffe, du schlägst dich gut, Michael. Ja, das hoffen wir doch alle. So, Level bestehen. Um ein Level zu bestehen, musst du deinen Charakter zum Zielfeld bewegen. Also so eine Art, Brettspiel halt. Um vorwärts zu kommen, erinnere mich ein bisschen an, ich glaube, das war Dragon Ball Z Budokai 3, wo es auch so war. Bewegen einen Charakter auf dieses Feld, um ein Level zu bestehen. Dreht zum Bewegen das Roulette. Okay, wähle ein Zielort und drückt den A-Knopf, um SC zu bewegen. SC? Achso, Spielercharakter. Bewege den SC auf das Zielfeld. Ja, gut, um ein Level abzuschließen. Ja, Mann, du brauchst AP, um den Spielcharakter zu bewegen. Na, jetzt steht's mir. Alter, 2 Sätze später steht's mal. Ihr dreht das Roulette, um AP zu gewinnen. AP, was sind das wieder? Aktionspunkte? Wenn du AP gewonnen hast, bewege dich mit dem Steuerkreuz. Du kannst dich so weit bewegen, wie es die AP erlauben, allerdings nicht über ein Objekt oder einen Duellanten hinaus. Landest du auf einem Feld mit einem Duellanten, kann das Duell beginnen. Gewinne, um DP zu erhalten. Kauf mit den DP-Packs und Rezepte. Rechts im Roulette steht, wie oft es schon gedreht wurde. Wenn du dich auf ein normales Feld bewegst, wird ein AP verbraucht. Okay, ja, 0 AP. Bewegen PDA, was kann ich mit dem PDA machen? Deck bearbeiten, freies Duell, Datenbank, Option. Na klar, freies Duell, während ich im Turnier fight, okay. Auch nicht schlecht. AP Roulette. 3. Okay. Du als Aktionspunkt durchdrehen das Roulette zum Verwendungsziel, um dich auf Feldern zu bewegen. Wenn alle AP verbraucht sind, kannst du dich nicht mehr bewegen. Drehen in diesem Fall das Roulette, um abzuhalten. Das Minimum-Maximum des Roulettes erhöht sich um den Wert 1, wenn du 10 Stufen gewinnst. Dabei wird die Karte geöffnet, damit du neue Orte und Objekte erreichen kannst. Ja, 3 AP, ich kann jetzt nochmal bewegen. Alter, ist das dämlich. Ja, das heißt,
mir einfach einen unendlichen Vorrat an APs aufbauen und nachher immer wieder bewegen. Was bringt denn das? Okay, bewegen, ja, will ich ja. Gehe ich einmal hier hin. Gegenstände, Roulette fortsetzen. Soll das werden? Wenn du das Roulette drehst, nimmt die Zahl auf dem Objektsymbol ab. Wenn es 0 erreicht, verschwindet das Objekt. Hol es dir, bevor es verschwindet. Und schon habe ich es. Violette Objekte. Wenn du vor einem Feld mit einem Objekt landest, kannst du eine Karte oder DP erhalten. 300 DP erhalten. Ja, gut, jetzt kann ich nochmal bewegen, weil ich noch 5 habe. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann wäre das ja so als... Ja, zum Beispiel in einem Duell jetzt könnte ich den ersten Zug immer wieder wiederholen, bis ich mal genug gute Karten auf der Hand habe. Sprich, ich könnte eine Karte ziehen, kann noch eine Karte ziehen, noch eine, bis ich am Schluss das ganze Deck auf der Hand habe und dann entscheiden, jo, jetzt rufe ich zum Beispiel mal Exodia. Weil ich halt alle Karten auf der Hand habe und kann deswegen den ersten Zug machen. Also irgendwie ist das schon ein bisschen dämlich. Zumindest bis jetzt mal. Aber egal. So, Level 2, Zenny, Auftritt, Schildkröte. Unser erster Gegner, wie es aussieht. Tut mir leid, Alter, aber ich muss dich besiegen, um meine Siegesliste zu füllen. Siegesleiste. So, nach über 23 Minuten endlich mal das erste Duell. Hey, das glaubst du ja nicht. Aber wir sind let's testen, let's show. Und deswegen müssen wir halt alles einfach durchtesten, um zu schauen, wie das Ganze funktioniert, ob es auch bei euch gut ankommt. Schere, Stein, Papier. Ich nehme Papier. Ja, weiter mal toll. Ich verliere nicht nur im Real Life immer, sondern auch virtuell. Ist ja schon ein bisschen selten dämlich. So, Michael gegen Zenny. Endlich mal das Duell, ey. Meine Fresse. Alles klar, Zugphase und ich ziehe mit einem Schwenker der V-Mode. Wow, cool. So, was habe ich auf der Hand? Hand. Ich habe Explosivdrach, bringt mir gerade überhaupt nichts. Ja, wobei, ich kann zwar einen Falllock nach angreifen, und mit wem los? Nee, komm, mache ich anders. Und zwar rufe ich mal unseren guten Kumpel, den Riesensteinsoldat. Und dazu noch 2 Karten verdeckt. Ja, das kann ich mir leisten. Magischer Abfluss, verdammt, da verfällt mir eine Zauberkarte. Egal. Ich beende meinen Zug mal kurz. Ah, so geht's. Zug beendet, du bist dran, Zenny. Zani oder Zani? So, was ist Effekte aktivieren? Nö. Nein! Magischer Hammer, ja, die kennen wir bereits die Karte. Magischer Abfluss, wie war denn das jetzt schon wieder? Ah, Bingo. Wobei, für magischer Hammer? Nee, doch nicht dafür. Das wäre ja Verschwendung. So, ich schicke 3 Karten zurück und kann dadurch 3 neue Karten ziehen. Natürlich erstmal gut mischen. Ey, voilà, 3 neue Karten. Okay. Ich bin gespannt, was er macht. Oh, Umi. Das heißt Wasserbonus für alle Wassermonster, sprich da Fische, Seeschlangen, etc. Wow. So, der Hintergrund hat sich abgedatet. Gura, Schildkröte der Illusionen. Lass jetzt mal. Mann, immer das aktivieren, hey, das ist ein bisschen nervig. Angreifen, nee, Mann, ich will nicht. Ja, selten dämlich. Nein. Ja, wieso eigentlich nicht? Raigeki-Brecher. Brech mir mal das Kreuz, Freunde, oder zumindest mal einen Teil davon mit Karateman. Und zwar wähle ich seine verdeckte Karte. Boom. Und weg ist sie. Hasta la vista, Baby. So, wir sind dran, Freunde. Und ich ziehe wieder. Oh, das ist ein bisschen dämlich hier. Der V-Mode. Oh, Gaga-Gigo. Gaga. Ja, du mich auch. So, Yumi erhöht ja auch meinen, glaube ich, oder? Typ Fisch, Seeschlange. Oh, einmal bin ich Reptil. Oh. Ich habe doch ein Wasserattribut. Ist auf dem Typen, nicht auf dem Attribut. Was? Scheibenkleister. Tja. Pech gehabt. So, wir haben hier Gura, Schildkröte, Illusionen. Dann ziehen, die auf dem Feld liegt. Nee. Kein Problem. Also rufe ich hier mit Gaga-Gigo aufs Feld. Na, Giga-Gaga-Gigo. Was ist
keinen Namen, ey. So, Gagagigo, wird Zeit anzugreifen. Vernichte die Schildkröte, Kumpel. Und Zani verliert Punkte. Immer mehr, immer mehr. Das freut mich umso mehr. So, Endphase. Und Zani ist am Zug. Ja, was macht er? Was macht der Gute? Braucht er ganz schön lang, um zu überlegen, was? Oh, er hat nicht viel gemacht. Das heißt, der Sieg gehört so gut wie uns, Freunde. Erstmal. Jetzt wird es Zeit, eine Karte zu ziehen. Oh, DD-Krieger, auch nicht schlecht. Dann als nächstes beschwöre ich im Angriffsmodus Sasuke Samurai. Den guten Sasuke aus der Naruto-Serie. Oh yes, denn dieser Sasuke hat eine besondere Fähigkeit, Freunde, mit der wir die gegnerischen Monster im Verteidigungsmodus einfach so platt machen können, oder sprich zerstören können. Und zwar genialerweise, ohne deren Fähigkeit zu aktivieren. Das war gerade Schildkröte. Was? Die Schildkröte war göttlich? Was zum Teufel ist denn das für ein Name? Die Schildkröte war göttlich. Also entweder das ist ein Übersetzungsfehler oder die Entwickler spielen mittlerweile. Konami, hallo, was treibt ihr da überhaupt? Die Schildkröte war göttlich. Ja, Gagagigo-Angriff. So, das war's wieder mal. Endphase, Freunde. Juhu. Gut, ich hätte jetzt vielleicht noch unseren Sasuke Samurai beschützen müssen irgendwie, aber das Risiko muss ich leider eingehen. Ja, er ruft Gura Schildkröte. Nö, nicht nötig. Und greift damit meinen Sasuke Samurai an. Nein! Oh, so ein Schaden. Das tut weh. Die Endphase mal. Alles klar. Ich ziehe! Und ich ziehe den rachsüchtigen Shinobi. Das wäre was für Kartenvorteil. Eher irrelevant gerade. Angreift. Explodierdrache wäre etwas. Und dann, Freunde. Ne, ist ein bisschen früh dafür. Ich dachte gerade, könnte auch unser Verteidigungsmonstrum da einen riesen Steinsoldaten in Angriffsmodus versetzen, aber ist noch ein bisschen früh. So, Explodierdrache, greif an. Ja, er kriegt zwar keinen Schaden dafür und sein Monster wird zerstört. Ist doch geil, oder? Tja, ein richtiges suizidgefährdetes Monster halt. Und jetzt Gagagigo, direkter Angriff auf Zanis Lebenspunkte. Ja, so schnell kann es kommen. Die Endphase. Und Zani zieht erneut. Gura Schildkröte Illusion, da glaubst du ja nicht, hey. Das spielt das im Angriffsmodus, hallo? Annulliert den Effekt anziehen den gegnerischen Zauber der Fallenkarte, die diese offenliegende Karte auf dem Spielfeld als zum Ziel bestimmt. Das bringt gar kein... Es gibt überhaupt keinen Sinn. Ich dachte, die KI wäre hier ein bisschen intelligenter, aber tö. Pustekuchen. Intelligenziert? So, der Steinsoldat ist ein Felstyp. Schade, dachte, wäre vielleicht ein Krieger. Egal, gebieterischer Krieger im Angriffsmodus. Mit 400 Angriffspunkte mehr, hoffe ich mal, oder? Yes, man. Das ist doch geil, oder? Coole Fähigkeit, muss man sagen. So, wie sieht's jetzt aus? Ja, komm, beenden wir's. Beenden wir den Kampf, und zwar mit der Battle-Phase. Gebieterischer Krieger, greif an. Und zwar... Gura Schildkröte, Attacke! Und Tschüssikowski und jetzt noch Gagagigo, direkter Angriff auf seine Lebenspunkte. Hasta la vista, Zani oder Zaudi, keine Ahnung, ist auch egal. Felsenkrieger, los! Vernichte ihn! Wir haben gewonnen! Das war natürlich sehr einfach, aber Freunde, das war ja auch der erste Gegner hier und wir sind natürlich noch blutige Anfänger mit unserem Deck. Das ist schon in Ordnung, so wie es gerade läuft. Und wir kriegen gesamthaft 655 DP, ist jetzt nicht so viel.
Vor allem, wenn so ein Booster Pack 150 kostet mindestens. Das heißt, es wird eine Weile dauern, bis wir alle gesammelt haben. Oder zumindest mal ein ordentliches Deck zusammengestampft haben. Was passiert? Oh nein, ich habe verloren. Scheiße. Ja. Wie? Jetzt geht's einfach so weiter? Das heißt, können Sie wieder weiter bewegen und zum nächsten Gegner gehen und... Oder wie, oder was? Ja, könnt ihr gegen Tetsu Trutch antreten oder gegen den Fetten da oben, gegen den Gefängniswächter. Gegen den Chef Gefängniskette, ja, das ist so ein Kettendeck, genau. Ja, okay Leute, das war's mal soweit zum Story-Modus. Ich muss sagen, der fand ich jetzt, also, bis jetzt so vom Vorbewegen ist doch eher billig. Vor allem das mit dem AP, das gibt überhaupt keinen Sinn, sowas von unnötig. Einfach nur um irgendwie eine Funktion einzubauen, die es überhaupt nicht braucht. Wieso das Ganze? Naja. Jetzt mal das Spiel zwischenspeichern und dann raus hier. Eingang zu Yggdrasil. Raus hier und mit den DPs hier noch ein bisschen shoppen gehen, genau, um für neue Karten zu sorgen, hoffe ich mal. Ratti Hotline Shop, was soll denn der Scheiß? Rezept kaufen. Hat was Gutes für uns? Auftritt Schildkröte, Heiliges Tor, des Allstars. Göttliche Mitglieder. Wollt ihr mich verarschen? Ich will jetzt erstmal gucken, was da drin ist. Hallo? 600 DP! Wollt ihr mich verarschen? Ich bezahle garantiert keine 600 DPs für ein Rezept, hey. Die spinnt doch, die Entwickler. So, wir haben neue Karten, neue Packs, hey. Dark Revelation Volume 1, Reihe für mittlere und vorgeschrittene Spieler. Dark Revelation Volume 2, hier sind ja auch viele verbundene Karten drin, wie zum Beispiel der schwarzglänzende Soldat, Gesandter des Anfangs, der Chaos Imperator Drache oder auch, müsste auch hier drin sein, der schwarze Magie des Chaos, genau. Oh, das ist auch geil, der Duelist Genesis für Synchrobeschwörung oder Starterdeck 2010. Kann man hier etwas kaufen und zwar mit C kann ich ja 5 Packs gleichzeitig auswählen, oder? Für 750, das ist eine gute Idee und dann noch einmal ein normales Starterdeck 2010 einmal, bitteschön. So Freunde, jetzt sind es noch runter. Jetzt bin ich gespannt, was haben wir für Karten erhalten? Duelist Genesis hat's drin. Ah, Spielzeugmagier. Die Rare-Karte hier. Finsterer Jäger. Magischer Android und Yamato no Kumi. Synchro-Ablenker. Ja. Wenn wir den Synchro... Oh, Verteidigungsziehen ist eine coole Karte. Aber Synchro-Ablenkung bringt nur was, wenn wir auch... Ah, Gerümpelkrieg, wenn wir auch Synchro-Monster rufen könnten, wollte ich gerade sagen. So, Freunde, das war's mal soweit. Finsterer Jäger. Die müsste ziemlich gut sein, glaube ich. Yamato no Kami, genau. Beraterin Lili, naja, wenn es geht. Habe ich auch... Ah, das ist ein Empfängermonster, okay. Weil sonst bringen die ganzen Synchro-Monster nichts. Dark, der finstere Zauberer. Wir haben noch die Geisterwache, die ist auch nicht schlecht. Können wir auch gut gebrauchen. Vor allem, wie gesagt, für die Anfangsphase hier. Haben das echt Samurai, ja weniger. Izanagi. Izanagi? Die Mangekyo Sharingan, verbotene Technik aus Naruto. Hallo? Jutekämpfer und Kriegerlady und was haben wir sonst noch alles? Mögliche Kartenzerstörung ist auch noch nicht schlecht. Natürlich ganz cool hier Verstärkung für die Armeen, die brauchen wir sowieso. Synchroablenker, kann cool sein, Verteidigungsziehen ist sehr gut hier sogar. Für die Anfangsphase, magische Störung, ja, vielleicht auch. Gerümpelkrieger, magischer Android, sind auch super Synchro-Monster. Ja, mal gucken, nicht wahr, Freunde? So, das war's mal soweit von diesem Let's Test, Let's Show zu Yu-Gi-Oh! 5Ds, Master of the Cards. Tja. Jetzt natürlich die Frage, wie läuft das Ganze, nicht wahr? Weil jetzt müssen wir abstimmen oder irgendwie entscheiden, ob wir das ganze Spiel Let's Playen sollen oder auch nicht, ob wir den Story-Modus Let's Playen sollen oder nur den Online-Modus. Ich würde es mal so sagen, Freunde, wir machen es mal so. Ihr könnt entscheiden, ob ihr das Let's Play mal wollt. Das ist mal die erste Frage und zwar mittels Daumen hoch, Daumen runter auf das Video. Sprich halt Daumen hoch, falls ihr das Let's Play wollt oder das Spiel dazu. Und Daumen runter halt, falls ihr das Let's Play nicht wollt. Und dann halt in den Kommentaren bitte schreiben, ob ihr ein Let's Play zum Story-Modus wollt oder eher ein Let's Play zum Online-Modus oder halt dritte Variante wäre sogar
ein Let's Play zu beidem, sprich Story-Modus zuerst und danach den Online-Fighting-Modus. Ja, das einmal soweit. Was gibt es sonst zu sagen? Ich glaube nichts mehr. Das war soweit mal hier von Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Card oder auf Deutsch auch Meister der Karten. Vielen Dank fürs Zusehen und auch natürlich noch für die ganze Wertung etc. etc. Ich bin schon sehr gespannt darauf, wie ihr abstimmen werdet und freue mich auch schon sehr darauf auf das Let's Play, falls es eins geben sollte. Wie gesagt, das entscheidet ihr dann schlussendlich, ob es eins wird oder nicht. Ich persönlich wäre ja eher für den Online-Modus, weil der Story-Modus klingt jetzt für mich momentan nicht sehr spannend, aber mal schauen, ob vielleicht doch noch etwas daraus wird, nicht wahr? Könnte ja eventuell durchaus der Fall sein, dass der Story-Modus auch noch abwechslungsreich und spannend sein dürfte. Mal kurz schauen, habe ich hier noch überhaupt Krieger hier drin im Deck, sonst bringt ja die Verstärkung für die Armee gar nichts. Ja, ich habe 1, 2, 3, 4. Oh, mal kurz, nur Level 4, oder? Genau, Level 4. 1, 2, 3, 4. Der nicht. Ja, doch, kann durchaus hilfreich sein in dem Deck. Naja. Ich werde das Ganze dann noch offscreen ein bisschen sortieren und so, einen neuen Karten hinzufügen und dann noch ein bisschen testen und so, spielen, sprich auch da, ja, bitte verlassen. Auch in freien Duellen. Ich glaube, bei freien Duellen kann man sowieso nur gegen so, sag schnell, gegen so AI-Gegner antreten. Also sprich, AI, ich überlege gerade AI? Verstehst du überhaupt schon wieder? Oh, ist ein bisschen anders hier. Limit, 30 Sekunden. Achso, Limit einsetzen. Okay, für den Spielzug. Start-LP kann ich hier noch machen. Match natürlich auch selber entscheiden, ob ich ein Match-Duell möchte, nur ein Einzelmatch. Wenn ich das Ganze bestimmt habe, dann geht es weiter zum Gegnerauswahl. Genau, AI-Duelland, heiliges Tor. Ja, also sprich gegen die Charaktere aus Yu-Gi-Oh! 5Ds offenbar nicht, sondern einfach nur gegen, ja, random Charaktere, wie es aussieht, wa? Ist ja auch ein bisschen speziell, aber gut, mal schauen, wie das Ganze aussehen wird. Gut, Freunde, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen und, tja, ich bin schon sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Let's Show, Let's Test oder halt auch bis zum Let's Play von Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Ciao zusammen!